So, liebe Zuschauer, kommen Sie mal mit. Jetzt sind wir hier hinter der Bühne im Ohnsorg-Theater und das, was Sie im Hintergrund hören, sind die Proben zu Rock ob Platt Episode 2. Die sind fix dabei, die Jungs und derens, und wir versuchen mal einen kleinen Probenausschnitt zu erhaschen. Mein Gott, ist das eine Lautstärke. Wenn sie Glück hat, vielleicht 2. Max flyttet opp denne intiksnatt, og de viser seg i gang langsomt. Feilet heter landsågen, jeg klyfter langt Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen, da kommt Stimmung auf dem Bauernhof der Familie Meyer. Und hier ist sozusagen die Familie Meyer versammelt, das Ensemble von Rock ob Platt 2, kurz vor der Premiere. Das, was wir eben als Ausschnitt gesehen haben, Sandra, und damit Sandra Keck vorgestellt, kennen Sie alle. Sie macht Regie, sie macht das Buch, sie macht die Kostüme auch noch? Nee, die hat Sonja Kraft gemacht. Genau. Da gehe ich auch nicht ran. Genau, man kann ja auch nicht alles noch aufbürden. Das heißt, erste Hauptprobe, das war der Ausschnitt, den Sie gesehen haben. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das drehen, seid ihr kurz vor der Premiere. Zu dem Zeitpunkt, wo Sie das sehen, liebe Zuschauer, ist das Ensemble kurz nach der Premiere. Also da werden sicherlich schon die ersten Superkritiken in der Zeitung gestanden haben. Sandra, Rock ob Platt, die erste Episode, ein Riesenerfolg. Wie versucht man das jetzt da noch einen raufzusetzen? Denn die Zuschauer wollen natürlich, es muss ja jetzt noch besser sein. Das ist ganz schwer und ich wollte eigentlich auch keinen zweiten Teil schreiben, weil wenn der erste Teil so gut ankommt, der war ja eigentlich auch nur für 9 Mal konzipiert und ist dann über 100 Mal gelaufen, dann sollte man eigentlich die Finger von dem zweiten Teil lassen. Weiß man von Filmen, das geht meistens ganz böse in die Büchs. Ich glaube, wir haben uns alle zusammen so schön angestrengt, dass der zweite Teil zumindest so gut wird wie der erste. Reingucken, kommen, staunen und mitrocken. Genau, in dem Sinne, wie viele Termine gibt es eigentlich dieses Jahr noch? Ich glaube, es sind knapp 30, also in der nächsten Spielzeit. Und dann Ende offen, dann wird das wieder auf 100 oder 200 Vorstellungen kommen. Schauen wir mal. Wir hätten nichts dagegen. Man altert mit Rock ob Platt dann langsam. Genau, ja, genau. Das Ensemble, meine Damen und Herren, schweißgebadet, die Herren Musiker, das Ensemble. Beate, guck mal hier. Also, das Wetter wird gut, das sehen Sie, die Berge sind so klar. Und da kann ja nichts passieren. Du spielst du spielst in diesem Stück welche Rolle? Ja, natürlich die Tochter von Sandra. Was ist denn das für eine Frage? Selbstverständlich. Ja, logisch. Ihr könnt natürlich auch auftreten als die Kessler-Zwillinge. Wir arbeiten schon dran. Ja. Natürlich, ja, wir schwingen das Bein. Ja, ich bin die Tochter und die Seele des Hofs. Ja. Wie ist sie denn als Regisseurin? Ja, dann treffen wir uns später, sag ich dir dann auch. Okay, gut. Also da ist einiges. Viel Spaß gemacht. Natürlich. Ja. Wir freuen uns schon auf Rock ob Platt 3. Rock ob Platt 3, ja. Die dritte. Ohne Zähne, ne? Ohne Zähne, ja, verständlich. Tanja, du hast auch jede Menge zu tun. Ja. Wie ist das? Spielen, singen, tanzen? Mehr geht eigentlich nicht. Doch, Plattdeutsch reden. Das auch noch. Ist das schwierig für dich? Es geht. Also ich habe ein bisschen was als waschechte Hamburgerin schon im Blut. Aber das meiste muss ich doch noch lernen. Musst du richtig lernen. Und dann ist sie streng mit, wenn da ein Wort falsch ausgesprochen wird? Um diese Zeit, ja. Ja, genau. Wie ist das eigentlich? Also um das einfach mal zu erklären. Erste Hauptprobe, zweite Hauptprobe und wie geht's dann weiter? Dann kommt die öffentliche Generalprobe. Da sitzt schon Publikum drin? Da sitzt Publikum drin, das ist morgen früh um 11 und abends haben wir die erste Preview. Wir sind ganz international jetzt. Da haben wir dann richtig zahlendes Publikum. Zahlendes Publikum, die wollen für ihr Geld natürlich auch was sehen. Und ich glaube, nach dem, was man eben gesehen hat, kann man da auch einiges erwarten. Ja, zweimal eine Stunde ungefähr, oder wie lange, Tanja, geht es? Ne? Wenn der Applaus entsprechend lang ist, kann das mal 1,5 Stunden werden. Ja, mit Zugaben, genau. Gino, mit dem 3-, 4-, 5-Tage-Bad, ich habe dich auf dem Programmzettel gar nicht gefunden. Du hast jetzt einen anderen Namen. Ja, ich habe den Namen geändert. Ich habe bin jetzt wieder bürgerlich geworden. Fabrizio Barile. Ja. Hat keinen bestimmten Grund. Hat keinen bestimmten Grund. Nur mal gesagt, so nach 30 Jahren Gino Dore, dann doch mal lieber wieder Fabrizio Barile. Ne? Ich dachte für die Steuer oder so. Nein, aber ist alles... Ich bin klar. Ja, genau. Ist in Ordnung. So, meine Damen und Herren, das ganze Ensemble vorgestellt. Der Axel ist noch da. Ihr kennt euch alle besser. Hier ist eine Dynamitstange gefallen. Die können wir ja mal zeigen. Es ist immer Dynamit in meiner Sendung, meine Damen und Herren. Und wird das gezündet im Laufe des Stücks? Ja, klar. Am Ende geht der Hof in Flammen auf, um einfach keinen dritten Teil zu machen. Das ist ja ganz klar. Aber ich würde sagen, wir freuen uns schon auf den dritten Teil. Aber erstmal natürlich auf
auf den zweiten. Premiere war, muss ich ja jetzt schon sagen, am 14. September. Von dann geht's hinaus in die Welt. Mallorca, Südafrika, weltweit wird das gespielt. Sicher, auf Plattdeutsch ist es sehr, sehr angenehm da draußen. Genau. Ich wünsche euch allen toi, toi, toi. Und wir sehen uns wieder in diesem Theater. Dankeschön. Lieb von dir. Tschüss. Tschüss.